Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder die Yankee mit Let's Play Monkey Island 2 LeChuck's Revenge Special Edition Deluxe mit Käsekruste aber drauf auf pelzig. So, jetzt wollen wir dann mal hier beim Spucke-Wettbewerb mitmachen und saugen uns erstmal hier so eine Reihe. Oh ja, da geht's richtig ab jetzt. Dann Rotzweltmeister, warte mal, gucken wir mal. Ja, der Saftichus Maximus, der kann wieder einer abzischen und zwar... Ja, du kannst schaffen! Du kannst schaffen! Und... So, jetzt wird es überhaupt mal was. Ja, sieht um dritte Platz aus. Okay, verdient einen kleinen Applaus. Aber es gibt leider nur für den ersten Platz einen Preis. Macht nichts, das kriegen wir hier. Und zwar müssen wir dafür was machen. Wollte es euch nur mal zeigen. Wo haben wir es dann? Das verdammte Ding, da ist es doch. Und Achtung, erwacht. Immer ins Horn geblasen. Dann schießt er. Und wir können die Fähnchen wegnehmen. Und dann wird das alles mal ein bisschen umorganisiert hier. So, ein bisschen bescheiße muss es sein. Ja, falscher Alarm. Deswegen, wir können noch mal hier Strohhalm benutzen. Dann retten wir noch mal mit dem Spuckemeister. Komm, hier, jetzt ich hier. Achtung. Das Saftichus Maximus zeigt dir jetzt mal, wie es läuft. Alter, die Geräusche sind so widerlich. Ah. Okay, immer noch der zweite Platz. Okay. Na gut. Irgendwie müssen wir es nochmal hinkriegen. Ich überlege gerade, wie das war. Noch einmal. Dann nochmal Retter. Ich glaube, wir müssen noch ein bisschen an unserer Technik noch schaffen. Und zwar... Hier. Machen wir mal dreimal. Ach Gott, wie eklig. Du stinkst, ruft der Ende. Und noch einmal. Immer noch der zweite Platz. Wie war dann das? Sollen wir vielleicht nochmal das Nebelhorn benutzen? Obacht. Jetzt schießt der Anna wieder. Okay, ne, das scheint dem wohl ziemlich egal zu sein. Okay, dann müssen wir das nochmal anders machen. So. Noch vielleicht zweimal. Dann mit dem Hansel nochmal sprechen. Weil irgendwie müssen wir es ja hier kriegen, ne? Wir haben jetzt schon ein bisschen bescheißerles gespielt. So. Ne, also nicht. Immer noch kein Weltrekorder. Nee. Ich überlege gerade, wie das war, dass wir es doch schaffen. Einen leeren Krug haben wir da noch. Ne, wir schaffen es doch nicht mit dem Zeichen, was wir da noch parat haben, ne? Hilft auch nichts, wenn wir unser eigenes Fähnel basteln. Die Flagge nochmal aufnehmen, hilft uns natürlich auch nichts. Scheiße, wenn jeder zuguckt? Nee, das ist nicht so richtig, ne? Wie machen wir dann das? Vielleicht noch einmal hier in der Nähe das Schiffshorn. Achtung. Ich bin mir nicht mehr so ganz sicher, wie das war, um ehrlich zu sein. Das sieht man ja auch. Ansonsten, wenn ich es richtig wüsste. Ja, er hat zwar geschossen, aber... Irgendwas anderes muss doch noch sein. Ich bin mir noch nicht mehr sicher, was es ist. Vielleicht nochmal mit dem da, mit dem Roten. Einfach nur... Ja, ich weiß, das macht die Spucke so richtig dick. Reiten wir nochmal mit dem. Ich weiß, dass ich es hier irgendwie hinkriege. Ich weiß noch nicht mehr wie. Also das sind eigentlich die Schritte, die ich unternehmen muss. Dreimal.
Und noch einmal. Jawohl, Everhammers. Everhammers doch. Ja, nur ein bisschen mehr speicheln müssen. Das... Alter, ist das ein ekliges Geräusch. Ja. Lass mir nicht mal gratuliere und ich gebe dir mal hier die schöne Plakat hier. Und nochmal einen Applaus für den Saftigus. Und es gibt auch viele Preise für das Recht von euch. Also, wer wird's dann Highlights? Gut, jetzt sind wir nur die Rotzplakette kriegt. Die gucken wir uns auch mal gleich an. Ja, Spuckplakette. Okay, da ist irgendein ekelhafter Batze noch aber drauf. Ich glaube, das können wir jetzt beim Antiquitätehändler versetzen. Allzu sicher bin ich mir noch nicht mehr, um ehrlich zu sein. Aber wir probieren es mal. So. Wie viel geben sie mir dann für die Plakette hier? Na, da habe ich kein Interesse dran. Also zumindest eine Minze ist es wert. Allerhaupt, aber du verpasst eine große Chance auf einen guten Deal hier. Ja, okay, dafür will er anscheinend nichts bezahlen, aber trotzdem. Es ist immer noch besser als der meiste Müll hier. Schä, dein Verlustkumpel. Das ist nicht einfach nur irgendein Quatsch, du. Ach ja? Was ist denn so besonders da dran? Du ist die Spucke von einem Kerl, der LeChuck umgebracht hat, aber drauf. Es ist aus seltene ökologisch sichere Materialien gebaut. Und eigentlich ist es schon stinknormal, ich behalte es mal lieber. Nee, komm hier, da ist die Rotze vom LeChuck-Killer aber drauf. Echt? Ja, das macht natürlich zu einer schönen Sache. Und ich mag Bronze auch noch. Ich gebe da 6000 Piastre davor. Perfekt. Jetzt sind wir mit 6000 Piastre definitiv gut bedient. Und können hier mit Captain Kete anfangen rauszugehen. Aber ich muss noch wissen, wo der Schatz verborgen ist mit der Sea Monkey. Ich glaube, das kriegen wir noch bei der Fat Island Bibliothek raus. Ja genau, da ist das noch Gedöns. App-Buch müssten wir mal zurückbringen, weil wir können ja immer nur 3 ausleihen. Dann müssten wir nur noch die Koordinate rausfinden. Ich überlege gerade, wir können uns auch kein Kostüm holen, ne? Es sei denn, wir hätten diese tolle Einladung. Damit dürfte eigentlich ein Kostüm auch verbunden sein. Warte mal. Hier, der ist für dich. Gucken wir mal, was der dazu sagt. Ah, Sie haben Ihr Kostüm reserviert. Ja, das ist natürlich eine andere Geschichte jetzt. Mal gucken, Ihr Kostüm ist gerade hier drüber. Kommen Sie mal bitte noch. Ich weiß leider nicht mehr, wie ich den Kerl gesprochen habe. Ich glaube, ich habe dann wieder Helmut Kohl gerettet. Ja, da ist es. Da sind Sie bestimmt derjenige, über den auf der Party immer gebabbelt wird. Viel Spaß und genießen Sie Ihr Kostüm her. Na toll. Wir haben jetzt also ein Cocktailkleid und haben noch in Violett. Gucken wir uns natürlich mal an. Was ein wunderschönes Dress, beziehungsweise was ein wunderschönes Kleid. Ja, Guybrush, du Süßer. Allerhopp, dann sind wir mal zumindest einfach hierher kommen. Und wir können schon mal zur Party gehen. Ist ja nur geladene Gäste. Deswegen, ich habe ja mein Kostümchen, mein Cocktailkleidchen und ich habe meine Einladung. Dann an der Geisterpiratin LeChuck vorbei. Ist doch noch etwas, womit ich Ihnen helfen könnt? Ja, ich gehe zu der Gouverneurin's-Party, ne? Sie meinen die Mardi Gras-Party von Gouverneurin Mali? Nur Leute mit Einladung und Kostüm. Ja, mein Kostüm habe ich gleich hier. Ziehen Sie es mal besser an. Na, wenn Sie drauf bestehen, aber Sie sollten sich mal vorbereiten. Nee, nicht hier. Oh Gott, gehen Sie doch mal in die Büsch. Ich erröte jo gleich. Yes, ist ja leid. Oh, das ist ja nett. Und die Stiefel verleihen einen netten Touch. Dann sagt die Einleitung? Ja klar, die Einladung habe ich gleich hier. Ja, wissen Sie was? Sie haben ja eine Einladung. Na gut, dann können Sie ja durchgehen. Viel Spaß. Alles klar, danke. Dann Spaß beim Haben. Hier gibt es nämlich auch noch ein paar Sachen zu erledigen.
Und Elaine hatte natürlich das Kartenstück von ihrem guten Opa. Das heißt, das Ding brauchen wir auf jeden Fall auch noch. Da können wir jetzt endlich mal ein Kartenstück abgreifen. Ich überlege nur gerade, wo ich das Fernrohr herkriege, weil das... Ah, ich weiß, wo ich es herkriege. Das brauche ich nämlich für den Rumroger. So, dann gehen wir erstmal hier. Zum Anwesen. Sieht ja ganz schick aus in der Ferne. Da ist noch ein schöner Hund, da ist noch ein Gärtner. Gucken wir uns mal den Hund an. Was ein goldiges kleines Ding. Mit dem Retten? Ne, können wir schon mal gar nicht. Können wir mitnehmen? Sie fassen den Hund mal besser nicht an. Okay, ist ja gut. Was ist denn mit dir, du alter Grieskram? Lassen Sie mich allein. Ich bin beschäftigt. Ist ja gut, der feine Herr. Also, da können wir erstmal nichts machen. Aber da können wir was machen. Da können wir sogar was ganz Wichtiges treiben. Da ist auch die Musik großartig, muss ich sagen. Also, wenn man da jetzt hier die Sache startet, die Normalmusik ist so, jo, Standard. Aber wenn es so abgeht, dann geht's gut ab mit der Musik. Da steht drauf, liebe Müllmänner von Booty. Psst. Nicht die Mülltonne zu sehr nicht so sehr mit der Mülltonne rumpoltern und hups. Der letzte Satz habe ich nämlich mitgekriegt. So, an die Müllmänner, Goschhalter, nicht so sehr mit der Dinger rumwackler. Ja, die Gouverneurin schläft aber. Okay, alles klar. Und wenn wir die der aufmachen, was kommt dann da? Gehen wir mal rein. Huch, da ist ein Koch und da sind Fische. Die könnte man für unser Wette gut gebrauchen, ne? Wir könnten natürlich auch mit dem Koch mal ein bisschen retten. Nö, geht nicht. Aber wir könnten uns so einen Fisch schnappen, oder? Hier ist nur für die Küche Personal. Ach Gott, ist ja gut. Aber ich weiß, wie man dich rauskriegen, du Mistkerl. So, ein bisschen Rumpler. Was ist dann, alter Lärm? Du mickst schon die Gouverneurin auf, was denkst du, wer du bist? Renn lieber fort, du Dampfschädel. Du elender Punker. Komm zurück, ich bin nicht fertig mit dir. Genau, jetzt geht das nämlich los. Da kommt er hinterher gerannt. Die Musik ist auch so geil. Ach Gott, ja, der regt sich über die Teenie-Vandale auf. Also rein mit uns. Die Musik ist so geil. So, jetzt schnappen wir uns aber den Fisch. Das ist nämlich ein ziemlicher Oschi. Den brauchen wir für unser Wetter. Huch. Ja, ich hau schon ab. Ich Hooligan. Jetzt gehen wir auf jeden Fall auf die Party. Und rein mit uns. So, jetzt haben wir uns an dem Typ geflüchtet. Und haben einen riesigen Fisch, womit wir unser Wette gewinnen. Und eine Angelrute kriegen. So, da sind jetzt diverse Partygäste noch unterwegs. Da fummeln noch ein paar rum. Wir können mal zu den Leuten gehen, oder? Wo sind denn all die Mädler? Ja, ich habe eigentlich gedacht, dass da ein bisschen mehr werden und nicht nur so Wäschelveranstaltungen. Ja, mit deiner Kostüme, wer kann das schon sagen? Ja, das stimmt mal. Da sind vielleicht noch ein paar Chicks hier unterwegs. Aber woher kann man das wissen? Ja, sollten wir einfach mal fragen. Ja. Frora? Bist du verrückt? Ja, ich glaube, du hast recht. Okay, ja, für Swingers, Igitt. Was ist mit denen da drüber? Ja, ich bin 20 Pfund runter in dem Kostüm. Ich habe vergessen, mir Luftlöcher reinzumachen bei Kostüm. Okay. Nur dummes Gebabbel. Was ist mit denen zwei da? Ja, und die gehen zum Rotzwettbewerb noch. Auf Elaine Marley! Auf Elaine Marley! Auf die Großparty! Auf die Party! Okay. Aufs Party auch noch. Uff, Mardi Gras. Okay, die saufen sich nur einer die ganze Zeit. Okay, die sind schon schön runtergebissen Woche die Knochen. Runtergenagt, okay. Okay, die saufen sich auf der Jolly Roger. Was ist hier mit euch? Nicht die Maske. Dankeschön. Schöner als die Meister. Ja, danke. So, dummes Gebabbel. Wir wollen das Kartenstück auf jeden Fall haben. Das ist nämlich genau das Ding, was wir brauchen. Leider ist es nichtssagend, das Ding. Aber wir nehmen es natürlich mit, das brauchen wir ja. Nix wie raus. Oh,
Was ist dann hier dein Problem, Bu? Hast du was gerochen? Ups, netter Hund. Was ist dein Problem, Guybrush? Huch, woher kennt er meinen Namen? LeChuck ist am Leben und ich bin bin hinterher. Ich hab mir den Hund gerettet. Wer bist denn du? Mr. Threepwood, bringen Sie mich bitte zur Gouverneurin. Sie hat den Hund Guybrush genannt. Ich bin Gouverneurin Marleys Ex-Freund. Sie erwartet mich. Ich verkaufe diese netten rosa Dressen vor allem, oh Gott. Ich verkaufe diese nette rosa Kleider. Sie hat den Hund Guybrush genannt. Verstehe ich ja nicht. Das ist nicht mal ein richtiger Name, wenn du mich fragst. Aber ja, der ist zwar ein bisschen blöd, aber das Kaderstück, das ihm geht nett. Vor allem, wenn er hier die Gouverneurins Sache hier riechen kann, ne? Ja, versuch doch mich zu erwischen, du alter Sack. Okay. Das hat noch 3 Zähne gekostet. Und die Unapuxe noch drunter. Oh, du hättest lieber auf die Hake aufpassen sollen. Vor allem auf Scap Island hat er noch schön wirklich die Unabuchse getragen und die Feinripp. Und jetzt so gepunktet die Boxershorts. So ein Kerl wollte noch ein Kartenstück vom Opa das Kartenstück vom Opa klauen. Ja, bring doch bitte rein. Rein hier, Guybrush. Guybrush? Guybrush Threepwood? Die endlich wahre Zuckerbärle. Auf alle Partys in alle Häuser auf der Insel in der Karibik hast du ausgerechnet in meine Reihe krachen müssen. Das ist doch Schicksal Honigplätzchen. Hau ab! Ich warne dich, Schnuckiputz. Ich glaube, ich hak mal wieder an Karte weiter. Guck uns doch mal wieder vereint. Ach, Junge, was war Shellys Zeit? Seit ich meinen Job aufgegeben habe und ohne irgendwelche Rückadresse weggezogen bin, Guybrush, kannst du dich dann nicht an meine Shit-Dinger erinnere? Jesus, erleid, an meine Shit-Tests erinnere. Oh Gott, das geht mal wieder viel zu schnell. Man kann es kurz checken. Ja, ich bin auch ganz unter, was die Sache angeht, aber ich komme nicht noch. Meine Seele ist krank, Elaine, und Liebe ist die einzige Kur. Ach du Scheiße, was ein schwülstiger Knödelkopf. Vielleicht sollten wir mal drüber retten. Schön, dich wieder zu sehen. Gibt's eigentlich hier in der Müllkippe nochmal irgendwas zu fressen? Ja, dann soll's halt so sein. Es gibt noch andere Fische im Ozean, ne? Vielleicht sollten wir mal drüber retten. Das ist doch vernünftiger, oder? Dasselbe alte Guybrush. Oh Gott, das ist die erbärmlichste Antwort, die du geben kannst. Elaine, nimm mich zurück, ich kann ohne dich nicht leben. Das ist so richtig erbärmlich. So, und wer ist denn jetzt eigentlich der Vater? Komm, lass mir dich nochmal einen Grog ausgeben. Ja, komm. Ich gebe da einen Grog aus. Kannst du dann die Hinweise nicht erkennen? Hab Mitleid mit meiner armen, gebrochenen Seele. Oh, immer so erbärmliche Antwort mit dabei. Die anderen Mädels haben mir doch überhaupt nichts bedeutet. Irgende Nummer 1 Esse könnt ihr jetzt gebrauchen, ja, komm. So viel zur Schöne, zu der guten Maniere. Ich warte noch auf deine Entschuldigung. Ich will dich einfach nur, dass du mich zurücknimmst oder dann bring mich halt um, wenn nicht. Ach du liebe Zeit. Du bist die Gouverneurin meines Herzens, Baby. Alter, ich warte vor der Entschuldigung. Ach, du bist charmant wie immer. Wie geht's eigentlich deiner Schwester? Die richtig gut aussehende, weißt? Magst du nicht mal einen neuen Bart? Entschuldigung, Threep. Ich spiele die Spiele nicht mehr. Alle hopp, komm, es gibt noch andere Fische im Ozean. Das geht mal auf der Sack allmählich. Ja, aber auch Fischer haben irgendwelche Standards, ne? Ach Gott, Mädel. Ja, dann gehen wir nochmal hoch. Da ist er noch. Vielleicht war ich beim letzten Mal noch nicht klar genug in meiner Äußerungen. Okay, ich soll dich mal warnen, ich hab die Versicherung gecancelt. Aha.
Okay, dann schleimen wir uns halt mal ein bisschen ein. Du bist die Gouverneurin meines Herzens, Baby. Ja, richtig. Hast du irgendwo mein rotes Sweater gefunden? Den habe ich nämlich gefunden. Okay, jetzt sind wir mal erbärmlich. Rette mich aus dem Strudel der Misere. Mögt mich der Blitz treffen, wenn ich die falsche Intention habe. Ja, du kommst näher dran. Ich mag, was du mit deiner Ohr gemacht hast. Ja, ich realisiere, was ich für ein Depp gewesen bin die ganze Zeit. Das ist das Dappigste, was du jemals gesagt hast. Ja, die andere Frau, die hat mir doch gar nichts bedeutet, was? Okay, was? Irgendwas hat sie jetzt gebabbelt, wo ich nicht mehr hinterhergekommen bin. Das ist eine neue Bluse. Eigentlich muss ich darauf warten, dass ich sage, ich will das Kartenstück. Deswegen muss ich vielleicht ein bisschen schleimen noch. Ein bisschen besser hier. Ja, nimm mich doch zurück. Ich kann ohne dich nie wie leben. Erniedrigen wir uns mal wie Sau. Das sind Antworten, die ich niemals geben würde. Ich weiß, dass ich niemals was mit dir zu tun haben soll. Aber, ach, deine Schwäche und alles, das ist so richtig infektiös. Da kann man nicht widerstehen. Ja, kannst du mal vielleicht die Karte angeben? Die Karte? Das ist alles, was du haben wolltest. Ich hätte es besser wissen sollen. Wenn es nur um die Karte geht, bitte, dann sollst du vielleicht die Karte noch gehen. Genau, darum ging's mal. Aber ich muss trotzdem noch zurück. Denn Elaine ist fort. Und ich brauche noch hier die Paddel. Das brauche ich definitiv noch, das Ding. Da gucken wir uns mal im Spiegel an. Hey, es ist Kyle Katarn in einem Dress. Wer Jedi Knight mal gespielt hat, der kennt natürlich Kyle Katarn. Und da ist nur Nippes drin anscheinend. Okay, und Frauenkleider will er nicht noch mehr anziehen. Können wir vielleicht noch die Büste mitnehmen. Okay, er möchte nichts kaputt machen. Allerhaupt. So, die Paddeln brauchen wir auf jeden Fall. Und ja, wie gesagt, Kyle Katarn, Jedi Knight, wer es kennt, der hat natürlich hier viel zu lachen. Dann sieht nämlich Guybrush wie Kyle Katarn aus. Wissen wir aber Bescheid. So, da ist das Kartenstück. Das wollen wir noch haben. Also. Ja, der schnüffelt. Ha! Bell so laut wie du willst. Der Filbert ist draußen und rechte Hinterhof. Das interessiert gerade kein Mensch. Können wir dich dann mitnehmen? Huch. Hey! Nein! Verflixt! Jetzt fliegt nämlich die Karte fort. Und das ist nicht so einfach, dem Ding hinterher zu gehen. Das ist auch nur für den Hard-Mod. Wären wir jetzt im Easy-Mod, ihr liebe Leute, hätten wir das Ding einfach mitgenommen und gut wär's. Aber so müssen wir noch ein paar Sachen erledigen. Und zwar müssen wir ein paar Dinge erledigen, aber das ist eher was für die nächste Episode. Weil jetzt geht's erstmal hier an die Klippe. Und da kommen wir nur dran, wenn wir Angel haben. Aber wir haben jetzt hier was auf der Party geholt. Oh je. Dass wir die Wette gewinnen können und die Angel kriegen. Und wir brauchen dann später noch was, um das Katerstück zu erschnüffeln, beziehungsweise Besitz von der Gouverneurin. Deswegen müssen wir natürlich auch den Hund mitnehmen. Ja, ich denke mal aber erstmal mein Dress ausziehe, damit ich mal eine größere Tasche habe, um das Vieh mitzunehmen. So, Moment, ich schmeiß das mal fort, das Scheißzeug, und jetzt habe ich wieder genug Platz in meiner Manteltasche. Okay, Hund, du kommst jetzt mit mir. Jetzt hat er sich der alte Faltehund mitgenommen. Und ich denke mal sagen, ihr liebe Leute, da können wir wieder in die Wälderei gehen. Ich denke mal sagen, wir sehen uns übermorgen wieder zu Let's Play Monkey Island 2 LeChuck's Revenge auf Pelzig. Also machen's gut und bis übermorgen dann. Wir kommen auf jeden Fall noch zu einem Kartenstück. Drum kümmern wir uns morgen einwandfrei. Also machen's gut und bis übermorgen dann wieder. Ayan Yankee.